Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Und damit habe ich dir Servus, grüß hallo. euch zu einer neuen Folge von Unterm Stammtisch. Ich hab verkackt, das tut mir leid. Ich muss gerade Luft schnappen. Ja, ich kann es verstehen, Ja. nach dem, was wir gerade alles erlebt haben. Aber echt. Wow. Übrigens, Nico, lass dir schmecken, dein Döner. Ja, einen guten. Danke fürs Fragen. bin ich gar nicht Ich brauche erstmal nachtragend. Bier dafür. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, halt leider kein Hofbräu. Ja, schmeckt mir. Ja. Sehr kreislig. Das ist ja widerlich. Ja, irgendwie schmeckt Bier mit Halsweg gar nicht so gut. Ich hab's zum Glück nicht mehr. Aber du kannst mir schnell warmes Bier geben, bitte. Kannst du es mal schnell aufkochen? Nein, ja. Ja. Nein, wie gesagt, heute leider kein Hofbräu, heute trinken wir Augustiner. Ist auch ganz okay. Ja. Aber ist halt nicht das Original, gell? Nein, ich finde es tatsächlich mittlerweile das ich habe mir ein bisschen wesentlich totgesoffen besser. davon, ja. Vom Gustl? Ja, im Jahr. Nein. Also es ist kein schlechtes Die Bier, Dosen absolut lachen nicht. mich immer mehr an. Ja. Ja. Aber Das ja, ist das letzte mei, Bier, was wir was soll man machen? Ja. Okay. Na, können wir erzählen mal. Letzte Woche, du hast dir über irgendwas aufregen müssen, dass du krank warst anscheinend. Gelegt Hat unsere mir Regie da am aufgeschrieben. Arsch. Mir hat's auf einmal, ich sag mal, keine Männergrippe zerbröselt. Ich war halt Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Halsschmerzen und chronische Dummheit. Aber die chronische Dummheit, die habe ich eigentlich über das ganze Jahr. Ja, Aber da war sie nochmal extrem. kann ich nachvollziehen. Ja, und da bin ich halt mal 3 Tage Kann ich mir kurz im sagen, Bett gelegen. mir regt es irgendwie auf, dass es eine Alufolie trotzdem noch drunter liegen hat lassen. Ja, Er hätte den Teller auch gleich das weglassen können. ist ein Mann. Den will ich abspülen. Weißt, deswegen ist die Alufolie da und der Teller ist nur für die Stabilität der Alufolie da. Der Nico ist also einer, der seinen Teller erst in Frischhaltefolie einwickelt, bevor er Ja. essen tut. Genauso wie seine Gabel und Löffel und alles. Anscheinend Und gibt es Messer. Leute, die das machen. Ja. Ja. Nee. Warst du fertig? Sorry, ich wollte nicht. Nein, Aus dem ich Konzept wollte krank, gell. Da Okay. bin ich halt am Arsch gewesen. Ich wollte mir über was aufregen, und zwar darüber, das Thema werdet ihr gleich hören. Ja. Aber wir waren am Samstag fort. Und der Kevin ist einfach im Bett flach geblieben. Ja. Darüber wollte ich mir jetzt kurz aufregen. Nicht, weil er was falsch gemacht hat, sondern einfach nur, Weil ich es getan habe. weil der Kevin einfach noch viel verpasst hat. Aber dazu kommen wir gleich. Kevin, was ist denn letzte Woche passiert? Das ist Geil war's. Am Samstag. ja, aber der wird dann was ich ja fast bei Freitag gefangen, oder? Freitag? Ja. Ja, dann machst du erstmal Freitag und dann machen wir Samstag. Ja, passt. Ja, am Freitag, also ich war das Wochenende tatsächlich einmal wieder ausnahmsweise als Kameramann mit Los Brutalos unterwegs. Na, laber keinen Scheiß, du Arschloch. Ja, ich bin der vom Podcast. Schwör. Ja, mir hat tatsächlich in Ingolstadt jemand angesprochen auf dem Podcast. Hallo? Ja. Finde ich witzig. Ja, ich war mal wieder unterwegs mit den Boys, mit den Jungs. Und da waren wir erst am Freitag waren wir in Ingolstadt in der Eventhalle. Man muss dazu sagen, mit dem Abstand von Los Brutalos. Ja, ja, mit unserer Vorband. Genau, mit denen waren wir. Nebeneinkommen. Ja. mit dem Minijob. Ja. Für steuerliche Vorteile. Ja, eben. Aber Krankenversicherung muss ich einfach nur selber zahlen. Geschissen, habe ich eigentlich nichts davon. Gell? Ja. Genau, waren wir in Ingolstadt in der Eventhalle, haben da sauber abgerissen. Vorband war der Cats und der Goldene Snoozer waren richtig geil, muss ich ehrlich Ich sagen. glaube, ich habe ein paar Reels gesehen. Ja, ich finde, Sind man ganz merkt den so Unterschied, ruhig. wenn die Songs gescheit abgemischt sind, Ja. auf jeden Fall. Aber ich finde die beiden ja generell irgendwie sauwitzig drauf. Das ist richtig geil. Oh ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall Ingolstadt gewesen. Und das war gar nicht so interessant, weil ich war nicht dann, weil ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt mal ein bisschen auf die Arbeit konzentrieren und vielleicht bin ich die Glocken ausschießen, bevor ich die Kamera nicht aus der Hand gelegt habe. Ja, ist kein Wunder, warum du krank bist. Ja, ja denke ich mir auch. Auf jeden Fall am Tag danach waren wir dann in Tolbach. Schön.
Auf jeden Fall waren wir am Tag danach dann in Deubach und haben dann ein Musikvideo gedreht für einen neuen Song von Los Brutalos. Das sollen sie selber in einem Podcast ankündigen, das werde ich jetzt hier nicht machen. Ist ja nur ein Nebenjob von uns, gell? Und dann sind auf einmal wie vom Himmel geworfen, strahlend, sexy, selbstbewusst die Gletschergeist und der Kevin aus dem Auto gestiegen. Fuck, ja! Ja, mit denen zusammen haben wir ein bisschen Musikvideo gedreht und dann voll fetzig, voll auf dem Rodelfeld und so ein Scheiß gestummen, also ein bisschen Burnout mit dem Mofa gemacht und hier und Sack und Boom und Kesselfleisch hat es gegeben. Alter. War schon der Wahnsinn. Ja, war lustig. Ja. Genau. Nico, du hast da was verloren. Ja, hast du gemerkt. Komm ich gleich auf. Ich sehe es nicht. Alles gut. Ja, das möchte ich hoffen, das ist ein verdammt Stück Scheiße. Genau. Und dann haben wir uns schon auf den Weg gemacht nach Cham und da ist schon die allererste lustige Sache passiert, die eigentlich niemals so passieren hätte dürfen. Jetzt erzähl mir, was das war. Ich bin verwirrt. Wir sind zum Pissen rausgefahren und da haben wir zufälligerweise was vorgefunden. Wir sind, also ich war ja im ersten Auto mit dabei bei den Gletscherguys und ich weiß gar nicht mehr, wer pissen musste, aber ich glaube, das war der Georg. Er hat gesagt, der muss so dringend pissen. Wir sind an 2 Ausfahrten, wo man eigentlich raus hat fahren können, vorbeigefahren, weil der Kili das der Jakob das übersehen hat. Ja. Deutsch. Und dann sind wir von der Schnellstraße runtergefahren, haben da schnell gepisst und alles Mögliche. Auf einmal kommen da 2 Vollpfosten im Auto und sonst irgendwas. Also zwei Autos. Oder waren es 3 Autos? 3 Autos, leck mich am Arsch. Also der Hickfegel da, was habt ihr da für ein Fiat Ducato, diesen Baujahr, also diesen Jahres. Dann ein Ford irgendwas. Ja, so Ford Transit. Ja. Und was war das andere Auto? Ein VW Touareg. Ja. Leckt mir, war schon der VW Caddy. Standen da auf einmal alle beim Pissen. Wir dachten, Alter, was passiert denn jetzt? Ja, wer war's denn? Los Brutalos und die anderen Wichser. Die an der gleichen Stelle pissen wollten. Das war nicht abgesprochen. Wir sind zufällig rausgefahren so und dann habe ich einen Caddy gesehen und gesagt, das sind doch jetzt nicht die Gletschergeist, fahr ich raus, sieg das Kennzeichen, das sind die Gletschergeist. Nimmer von der Hupen runtergegangen, reingefahren, wir die größten Auslacks, alle aus dem Auto rausgesprungen und pisst. Der Katz ist auf sein VW Touareg, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt, draufgesprungen, hat erstmal Liegestützen auf dem Dach gemacht. Komplett verwirrend einfach. So ein Fiebertraum. Alle beim Pissen, er macht da oben auf seinem Auto Liegestützen. Ja. Und dann waren wir im Cham. Ja. Und dann ging die schlimme Zeit los. Haben wir schön ausgeladen. Ja. Haben wir schön nochmal unsere Setlist durchgesprochen. Haben einen Soundcheck gehabt. Haben uns alle irgendwie komischerweise nicht richtig gehört. Ja. Weil die Stimmen irgendwie leiser waren. Und dann sind wir da gewesen, haben einen Soundcheck gemacht, dann habe ich ein paar halbe reingestellt, haben wir noch nichts gegessen gehabt, dann haben wir wirklich ein paar der besten Burger. Boah, der war heftig, Ja. der war richtig gut. Und ich habe den besten Ranch-Dip außerhalb von Amerika gegessen. Das Hab ich auch war gesagt. geisterkrank, der war so gut. Der war brutal geil. Die Wichser wollten mir übrigens keine Flasche mitgeben von der Soße. Warum? Weiß ich nicht. Die haben gesagt, Geheimrezept. Da habe ich noch, also das haben sie danach gesagt, wo ich gefragt habe, habt ihr vielleicht das Rezept dafür da oder so? Na, machen sie nicht. Muss ich wiederkommen. Was für Scheiß Arschlöcher. Wichser. Ja. Echt so. Also die war echt heftig. Ja, die war richtig geil. krank. Kevin, was hast du gegessen? Boah, den Super Burger, wie der hieß, mit Süßkartoffelpommes und Sour Cream. War heftig. Hey, Ja. heftig. Was hast du gefressen? Ein Bacon Cheeseburger Der Wahnsinn. mit einem Ei drauf Geil. und normale Pommes mit der Ranch-Sauce. Oh mein Gott, diese... Also, Die hätte ich ja eimerweise fressen können. ja, ich weiß nicht, ob ihr das jemals mitgekriegt habt, aber wir stehen sehr auf Ranch. Ja. Mögen Ranch echt gern. Ja, Annabelle, Ja, ich meine zum ersten Mal. ja, schau weiter so blöd, dann bleibst du. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie eine Flaschen mal bestellt habe, die, keine Ahnung, wie viel Liter die Inhalt hat. War die gut? Oder 1 Liter. Die haben wir noch. Ist die gut? Das ist die normale Ranch. Okay. Ja, gut. Aus dann Amerika. Ja. Haben wir uns da voll gefressen, kurz vorm Auftritt, dann haben wir gedacht, scheiße, Oh, wenn wir ja. jetzt auf der Bühne rumhupfen oder kotzt safe. Schon ein paar Bierchen Intos gehabt. Das war halt schon witzig gewesen. Dann sind wir auf die Bühne gekommen und beim Intro Wir haben die erst, Leute- bevor wir überhaupt auf die Bühne gekommen sind, muss man dazu sagen, sind wir zum Backstage von Los Brutalos selber gegangen. Und da hat der Tobi ja gesagt, da schütten wir uns nochmal an Jäger Bull eine. Auf Schuss. Jupp.
Das war Das geil. war schon witzig, ja. Ja, Jäger, wirklich, aber was sagst du dazu? Ist schon Gamechanger, gell? So vor dem Auftreten Voll. um einen Jäger Bull. Ist geil. Also das war, also du gehst auf die Bühne, bist leicht angesoffen halt natürlich, weil du hast ja schon ein paar Bierchen davor gesoffen. Und dann saust den Jäger Bull noch Ja. und dann bist du so voller Energie. Das habe ich letztes Mal mit Simon auch gemacht, bloß mit einem Wodka Bull vor Reitberg. Ja. Und dann sind wir da auch neu stolziert. Simon, dem ist schlecht gegangen, aber hier, großer Mann, ich gut drauf, heute Party. Warum, du redest nicht mehr Deutsch, du Wichser? Warum soll ich in Deutsch reden? Ich habe nicht Deutschland geboren. Ja, und dann startet das Intro auf der Bühne, gell? Wir schauen so lunzen so ein bisschen über den Vorhang vor, der Kevin steht schon auf der Bühne und vor ihm Also Raum, ich man muss sieht tatsächlich so sagen, kommen wir auch gleich noch drauf dazu, aber ich fand die Menge, wo ich mit dem Klatschen angefangen habe, fand ich mega. Also es war wirklich, da haben alle mitgemacht. Fand ich richtig geil. Weißt du aber warum? Ich glaube, ich weiß warum. Warum? Weil die Olle den checkt haben, dass er vorwärts kommt. Ja. Dem Olle gemeint, da kommt jetzt Los Brutales auf die Bühne. scheiß Wichser. Du bist der Harry. Die mexikanische kleine Version vom Harry mit ultra schlechten Bartwuchs. Dem jetzt alle gemeint, da kommt jetzt scheiß Los Brutales auf die Bühne und dann kommen da so 4 halbstarke, unförmige Wichser auf die Bühne und 5. machen da. Ja, du bist ja schon gestanden. Achso, das kämen Ja, dann. dann kommen da so 4 unförmige Wichser auf die Bühne und sagen, ey, mir stoppt schon und die Gletscher geil, so, der legt mich am Arsch. Alle und hier und Sack und Boom und Fick und Weiß mit Billy und Ding. Und die Leute, die hier völlig ausgerast und Ding und die waren so geil, die waren von Anfang an, die waren 100% dabei und die haben mitgemacht, jeden einzelnen, nein, überhaupt Lüge. nicht. Die Leute, die haben sich einen Scheiß für uns interessiert. Ja, also Wir waren ich sag mal, denen die ersten kackegal. 2, 3 Reihen da, was da waren, die haben mitgemacht, sage ich mal. Ja, die erste Reihe hat mitgemacht. Und davor bloß 3. Beim Runtergehen waren es grob bis nicht ganz Hälfte, ein bisschen davor. Aber ja, am Ende haben sie auch alle gesagt, war mega geil, hat super passt und bla bla bla. Da habe ich gesagt, ja, macht's halt mit, ihr Wichser. Das sind die geilsten Leute, Ja. die Leute, die so in der Menge stehen und dann danach zu dir kommen, hey, hast du so geile Mieten gemacht, Alter, leg mich am Arsch. Weißt dann schon wieder hier 15 Gasmas in der Fotzen drin und dann sagen, ja, das ist so geil, Alter. Echt, so können wir ein Beutel machen. Ja, gib mir ein Foto, kannst du mal auf meinem neugeborenen Kind unterschreiben. also alles Dinge, die mir schon passiert sind. Und, also das ist, du musst dir da mal vorstellen, das ist an sich mega geil. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie so ein besoffener Vater mit dieser Babytragetasche da steht, das Baby noch keine Haare auf dem Kopf. Sagst du, kannst du auf meinem neugeborenen Kind unterschreiben, du Wichser, aber sau geile Stimme. Und ich glaube, ich habe mindestens 2 Maß auf dem scheiß Kind da verschüttet. Ja. Das ist jetzt frisch geduscht. Und das Kind fliegt auch schon so drin in der Tragetasche. Das ist die erste Rausch von meinem Boah, das Sohn. wird ein richtiger AB-Fahrer. So früher hat noch Die gar nicht Schwester. saufen angefangen in der Familie. Das Der ist- Rekord war der Onkel Seppi, der hat zwar leicht Schlager gehabt, Boah, da, na, warte. aber da war er 5 Monate alt. Thomas, ich schwör's dir, das wird ein Rennradfahrer, so schaut's aus. Das ist ein richtiger Wichser, wird er so angeschissene Hippie-Funzen im Buch. Er hat zwar so viel Lacke auf dem Boden verschüttet, aber ist der denn giftig, Alter? Sein Blutgruppe ist schon Bier mit. Oh ja, nein, ja. Manche haben Blutgruppe A, manche haben Blutgruppe B, mein Kind hat Blutgruppe B. Ja. Na, Es gibt ja welche, die haben Blutgruppe Oettinger, die sind halt dann leider Gottes. schwerst behindert. Ja. Also, da kannst du nichts anderes dazu sagen, also die sind irgendwo im Leben falsch abgebogen. Ja. Und ja. Oder die Eltern waren auf unserem Konzert und haben über das Kind geschüttet. Ah, da waren so viele Kinder. Ja. Ja. Na. Gott. Nico, wenn es 0 ist, hätte der Nachbar auch. Ich würde es bloß kurz gesagt haben. Na. Also, Glaubst du, das ist gerade eskaliert? aber du musst jetzt über mein Kind unterschreiben. Also der schreit nur auf meinem Kind. Das ist doch bloß ein bisschen Warte mal kurz, ich zeig mal. Whiteboard-Farbe. Warte mal kurz, ich glaube, ich zeig mal kurz den Zipfel da lang und unterschreibe auf dem Zipfel da. Da ist noch ein bisschen Platz, das recht, der Rest ist Stell voller dir mal vor, Bier. nächstes Tom-Joe-Konzert werden dann statt BHs auf Bühne kleine Kinder geschmissen. Bier getränkte kleine Kinder. Mit einem Schild bitte unterschreiben.
Tom Joe. Waschmaschine gekauft. Tom Joe, wir nehmen auch eure Erstgeborenen. Wow. Aber die zweiten mag ich nicht, die sind schon ein bisschen depperter. Ja. Hi, ich bin das zweite Kind. Ich bin das dritte. Noch schlimmer. Oh Mann. Hilfe. Ja. Angeber. Schäfer, echt, das freut mich fast. Ja. Ja. Aber ich fand das den war Auftritt an furchtbar. sich, ich fand ihn nicht mal, ich sag mal, richtig scheiße. Ich Er war fand jetzt aber jetzt nicht keine super geil. komplette- Er war jetzt keine komplette Blamage, aber man muss auch ehrlich sagen, Ja. wir waren so hart verwöhnt vom Backstage, Ja. weil da wirklich alle Leute, die Leute, die hier zuhören und die Aber da mir damals ist- beim Backstage dabei Da waren. muss ich mich kurz ja. mal selber auf die Schulter klopfen. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ja, das Dieses stimmt. Mal sind keine 2 Songs gleichzeitig gelaufen. Ja, das stimmt. Kevin hat richtig Gas gegeben. Fuck ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist Backstage, wer von euch da dabei war, vielen Dank nochmal auf jeden Fall. Das war Fuck ja, das richtig war geil. mega geil. Ja. Und man hat sie ja auch als Vorband, auch wenn die Vorband meistens ein bisschen verpönt ist, Ja. es hat sich einfach richtig gut gefühlt. Es Ja, war einfach auf der und Bühne und du hast gesagt, die Leute gingen runter, okay, dann sind sie halt bloß halbert, also die Hälften der Leute runtergegangen, aber Ja. ich muss ja trotzdem mir Und du musst vorstellen, es sind verstehen, trotzdem die sind ein bisschen älter. ja, du musst dir trotzdem vorstellen, da Brachen passen 600 Leute knapp Ja. rein. Es sind trotzdem 300 Menschen, die dann runtergegangen sind bei der scheiß Vorband Ja. und sie da gefreut haben und Gas gegeben haben und Klump und Graffe. Ich erinnere mich immer noch das Video, was Chrissy gemacht hat, beim Klatschen, Ja. ganz am Anfang. Wie viele Hände da nach oben gegangen sind auf einmal. Wo du bin mir gecheckt nach hast, wie Alter, vor- wie viele Leute sind das? Da waren ja wirklich alle mitgemacht. Auch ganz hinten. Ja. Todesgeil. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass die jedes Mal, wenn wir auf die Bühne kommen, Ja. es kommt jetzt los, brutal los. Fuck ja. Na, aber also war okay. Ja. Ich glaube, von der Show, die wir abgezogen haben, wir was gemacht haben und Ding, hätte es auf jeden Fall besser sein können. Ja. Vor allem, weil halt die Absprache mit dem Jakob von den Gletschergeist, weil der war davor nicht dabei, der war auch bei einer Probe nicht dabei, das war halt ein bisschen doof, Ja. aber mei, da kennen wir jetzt alle nichts dafür. Aber ich glaube, von der Show, die wir dann aufgrund dessen, was wir alles gewusst oder gelernt oder geübt haben, Ja. dann gemacht haben, die war schon gut. Die war mega. Auf jeden Fall. Und mei, für die Leute kann ich nichts, für die ganzen Arschlöcher, die Kinder auf die Bühne schmeißen, fickt so. euch wirklich und da schreit nicht drauf, leckt mich halt am Arsch. Ja, Passiert, genau. gell? Na, und danach noch schön hier, natürlich, ein paar Bierchen gezischt. Ein paar. Der Alle. Kevin ist gleich zur Bar hinterher und so, hey, es gibt Gasmas und das ist so witzig aber gewesen. ich erkläre es einmal, weil das ist meine Perspektive und ich habe es am besten gesehen, weißt. Ich gehe an die Bar, ich lese diese Karte, was da alles ist. An Cocktails, was ein bisschen stärker ist. Und dann kommt auf einmal ganz unten auf dieser Karte, ganz fett steht es da, Gorshäube. 6 €. Ich finde es okay, den Preis. Ja, kannst jetzt die Mit, andere Dinge boah, mehr ich weiß gar nicht, ich glaube 2 oder 3 € Pfand. Ist auch noch akzeptabel. Dann schüttet die diese Gorshäube da ein. Ja. Da war noch, ich sag mal, wenn das jetzt der Becher wäre, außer die Form, ist ja verständlich. Ja. Bis dahin war alles aufgefüllt, der Rest war Kirschlikör. Und da haben sie mich gern gehabt. Ja, da hast du gern Oh. gehabt, gell. Ja, das Geile war ist ja, dass schön. ich davor noch, du bist weggegangen, noch ist der Ja. Bar getränkt und dann habe ich mit dem Kili noch kurz geratscht und sagt zum Kili, boah, das wird der dann Kevin jetzt so geil finden, wenn er mal Gasmaß bringt. Und dann kommt er wirklich mit diesen 2 Bechern hier Mit und bringt so einem Grinsen. Ja, und bringt diese Gashalbe darüber und ich stehe da so und sage, Kevin, ich bin selten, aber ich bin richtig stolz auf dich jetzt gerade. Ich möchte dafür nur einen Schulterklopfer, bitte, den hast du mir vergessen. Danke. Gerne. Gar kein Problem. Ha? Ja. Na, genau. War und geil. dann waren wir dann unterwegs, dann waren wir noch ein bisschen bei Los Brutalos. gebechert. Haben wir brutal gesoffen, waren wir kurz im Backstage, haben uns kurz darüber beschwert, dass die Leute als Arschlöcher waren. Nein, Ja. natürlich nicht. Wir beschweren uns nicht darüber, dass Leute Arschlöcher sind. Wir fahren eine scheiß Vorband. Ganz ehrlich, dass die Leute da nicht motiviert sind, das kann man sich einmal, glaube ich, Ja, ausmalen. absolut. Dafür, dass wir Vorband waren die Leute, haben die Parts, wo wir Okay, wollten, von einer mitgemacht. haben es mitgemacht in irgendeiner Form. Sie haben klatscht, sie sind ein bisschen runtergegangen und Ding. Und es war cool. Es war auf jeden Fall nicht der beste Auftritt, den wir Ja. gehabt haben. Es war cool. Es war richtig Es war aber geil. nicht der schlechteste. Ja,
Ja. Bei weitem nicht der schlechteste. absolut. Was das sagen, ist der schlechteste Auftritt schon Bar, oder? Da den nicht sagen. Obwohl, ja doch, weiß ich nicht. Ich fand Oberammergau, nicht, ich meine Penzberg. Also ich fand ihn an sich... Penzberg an der besten Auftritte. Ich fand ihn an sich richtig geil, von unserer Performance und alles Mögliche. Aber ich sag mal, die Audienz, die da war, Aber so ein bisschen small. waren halt nur unsere Spätzle und das war's. Ja, aber die Leute, das war halt geil. Weil die Ja, Leute das war da geil, weil geil die haben gesagt, ein privates Konzert gehabt für unsere Spätzle. Wir haben eh nicht weiter gesungen als die erste Reihe, weil die ganze Zeit die Nebenmaschinen unkontrolliert losgegangen sind. Damit man nicht sieht, wie wenig eigentlich los ist. Ja. Aber ich sag mal, abgemischt und alles Mögliche war ein bisschen auch Kacke und Ja, von den ja. Tontechnikern war es einfach Bullshit. Ich sag mal, da war es in der Bar besser. Ja gut, in der Bar haben wir die ganze Zeit übersteuert und die Leute haben sich über unsere Funkensprühe aufgeregt. Ja, mei, das Rentner passiert. Weißt du, gestern Bar Sei froh, macht dass sie ein nicht die Konzert. Erstgeborenen auf uns geschmissen haben. Ja, du machst einen Auftritt Die waren nämlich schon 40 wahrscheinlich. und unsere Bühne ist da und direkt rechts daneben war eine Bank Ja. mit einem Sitzplatz und die haben wir halt den Sitzplatz, also die Sitzbank haben wir halt auf den Tisch gestellt, Eigentlich. damit halt da keiner hockt, weil wir halt da performen wollten. Dann kämen da so ein paar Brotzer, die Hurensöhne, und die nehmen die Bank runter, hocken sich hier und dann maulen sie an Michel oder so oder Nico und sagen, ja, die Funkensprüher sind zu heiß. Bruder, das sind Kaltfunkensprüher, da kannst du deine Hand reinhalten, es passiert nichts. Das ist so ein bisschen staubig, aber sonst da passiert gar nichts. Aber ich fand in der Bar, hat der Besitzer selber gesagt, dass unten war brutal viel los und die haben gefeiert ohne Ende. Haben weil ich weiß bis mitgesungen. heute nicht, ob unten unser Musik laufen ist. Doch. Schon? Die ist über alle Boxen gelaufen komplett. Weil das wäre ja verwirrend gewesen, wenn da zwei verschiedene Mucken da laufen. schon ein bisschen. Vor allem, wenn unsere so laut ist und alles. Und oben sind sie auch, leider Gottes, alle gesessen. Ja. Ist halt so, wenn Sitzplätze und sowas da sind. Das nächste Mal gehen wir aber auf die Bar und performen da unten. Ja, echt so. Können wir alle am Arsch lecken. Wichser. Ja, genau, und dann waren wir halt im Los Brutalos Moshpit noch ein bisschen Gas geben, gell? Boah, beim Moshpit muss ich was sagen, gell? Ja. Da haben wir den Moshpit gestartet, ich glaube den zweiten oder sowas. Und dann hat der Tobi, glaube ich, war das, hat einen Zehner aus dem Geldbeutel getan und hat ihn mir dann in die Hand gedrückt. Fand ich mega witzig. Ich finde es auch sehr witzig, ja. Ja. Weil es war so eine lustig. kleine Anspielung, dass die anderen Leute mal Gas geben sollten, die Wichser. Ja. Dass sie ein bisschen Party machen. Ja, das war geil. Und dann sind wir ins Backstage zurück, sind noch ein bisschen bei Los Brutalos geguckt. Der Kevin hat noch ein bisschen DJ-Action gemacht und Ja. hat dann noch Gas gegeben, hat sich da ein bisschen verkünstelt, sage ich jetzt einmal. Hat ein paar geile Songs gespielt und dann hat es geheißen, ihr müsst jetzt raus aus dem Backstage. Ja, wieso müssen wir jetzt raus? Ja, wir machen zu und ihr müsst jetzt raus. Okay, passt. Wann müssen wir draußen sein? Um 1. Okay, dann ist es 3/4 Nein, nicht einmal, es ist 5:01. Ja. Und dann sagt der Tobi zum Kevin, ja, spiel Angels. Und dann spielt der Kevin, der King, wie er ist, spielt My Heart Will Go On. Ja, Mann. Dann stehen da 20 schwerstgewichtige Typen und Sabrina Alle ranzliger als der andere. in diesem Backstage-Bereich, Ja. auf diesem 5x5 Meter Bereich Ja. und schreien My Heart Will Go On. Und danach denken wir, jetzt ist vorbei. Durchs gell. Mikrofon und alles Mögliche, das war Katastrophe. Ja, und dann denken wir, ja, jetzt ist vorbei, jetzt ist rum, gell. Und dann gingen die Lichter aus und dann läuft einfach mal Angels. Und alle stehen da mit ihren scheiß Taschenlampen und jeder singt Angels und dann ist auf einmal halb 2. Dann haben sie uns wirklich ausgeschmissen, haben wir noch schnell alles zusammenbackelt, dann war es 2 oder sowas. Ja, kurz vor 2. Dann sind wir noch im Backstage, also unsere Bandwohnungen quasi hinaufgegangen. Wir haben so 2 Wohnungen gehabt. Eine für die Vorband, eine für die Hauptband. Ja. Und Direkt sind dann daneben, also wirklich, du bist einmal umgefallen, du warst da. sind dann bei uns in der Wohnung geguckt und haben wir noch einen aufgespielt. Ja. Dann habe ich ein bisschen Gitarre gespielt und haben gesungen. Dann hat der Mike ein bisschen, der Gitarrist von Los Brutalos, der Mike Oreidig, der hat dann auch noch einen aufgezockt. Das war schon sehr geile Haben wir Stimmung mitgesungen. komplett. Und dann hieß es auf einmal vom Jakob, ja, mir hat da gerade irgend so alle geschrieben, die bei uns auf dem Konzert war, dass wir jetzt in einem Club sind. Ob wer da mitfahren möchte. Ja. Und ich war so kurz am Überlegen, so, Jetzt kommen wir auf die Story von ganz am Anfang zurück. ja, war ich kurz am Überlegen, so, okay, ja gut, jetzt nur da hocken und Mucke machen und der Gaudi haben oder jetzt einen Club fahren? Nein, ich hab keinen Bock auf Club. Und dann war die Aussage von Los Brutalos, ja, wir schauen jetzt einen Film an. Na, da, ich hab jetzt doch keinen Bock am verfickten Film anzuschauen, da penne ich doch ein, die Scheiße da, die gönne ich mir doch jetzt nicht. Ja. Ja, dann bin ich in die Schuhe gezogen, dann sind wir in den scheiß Club gefahren. Der Jakob, Georg, Kili, Flo und ich. Ja. Dann war das Auto voll. Dann sind wir in diesen Club rein. Und es war eigentlich cool strukturiert, so Treppenaufgang und war halt ein relativ großer Raum und so Ort Vertiefung, so Tanzflächenvertiefung.
und außenrum waren die ganzen Bars. Und die Boxen waren geil. so ausgerichtet, dass praktisch bloß die Vertiefung, die Tanzbar, richtig beschallt worden ist. Das ist geil. Ja, das heißt, da unten hast du überhaupt nicht unterhalten können. Die Musik war so laut, dass du nichts machen können. Und außenrum bist du halt einfach an die Bars hier und ganz normal mit den Barkeeper und sowas reden können. Das ist wild. Dann kaufe ich mir einen Long Island Iced Tea, weil man dachte, ja komm, Good Memories und so, das war schon ganz schön voll damals, das war schon geil. Dann trinke ich den, da war der so sauer, Alter. Ich hab noch nie so was Greisliges in meinem Leben gesoffen, was Alkohol drin gehabt hat. Und das sage ich nicht schnell. Das sage ich wirklich nicht schnell. Ja, das stimmt. Dann habe ich mir den Obi-Kann, habe ich das Buch geholt und das Was hat das gekostet? 8 Euro. Ist aber für einen Für einen Clubpreis 03er. ist das. Okay, das ist beschämend. Das ist hart. Ja. Aber dann habe ich mir das Buch geholt und das hat sich wirklich fast angefühlt wie ein Befreiungsschlag. Ja, das glaub ich. war geisterkrank. Ja, und dann stehen wir da, tanzen so ein bisschen und Ding und hier links, rechts, Hacks nach oben, Hacks nach unten, mich lässt fast aufs Maul, weil es kurz rutschig war und danach war es ultra klebrig und alles toll. Dann kommen da auf einmal so komische Gestalten rein. Und wir schauen schon so, okay, was sind das jetzt für Leute? Ja. Okay, so ja, okay, wie alt schätzen wir die? Also plus 50. Naja, ist ja an sich nichts Schlimmes. Der eine hat so eine Glatzen gehabt, aber trotzdem, also so Halbglatzen und dann an den Seiten so lange Haar, aber richtig schmierig, eklig und ich glaube, der hat auch eine Behinderung gehabt oder sowas. Und er hat irgendeinen Abszess auf seinem Kopf drauf gehabt. Das war irgendein Gewüchs, das dann ausgewachsen ist. Das hat brutal ausgeschaut, das war widerlich ohne Ende. Das glaube ich. Und der Kerl war, also das Ding ist ja an sich nicht schlimm, du kannst ja nichts dafür, klar kannst du wegoperieren lassen, aber ist ja seine Entscheidung, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall waren wir dann da drin und ich schaue mal an und dann ist fettig alles und überall Schweiß runter und gestunken hat, der bis 200 Meter gegen den Wind und es war so eklig. Dann kommt der Nummer einer, so ein Nummer Ada, Nummer weniger Haar. Und das war praktisch so, diese Vertiefung war da drin und an der Seite waren so Kästen, wo die Leute sich draufgestellt haben zum Tanzen. Und ich bin reingekommen und dann waren da halt so ein paar Madeln drum, die dann tanzt haben. Kennen wir ja irgendwo aus dem Club und dann hat er passt. Und auf einmal geht der Typ dann auf mit seinem Camp David T-Shirt, geht dann auf und tanzt die Madeln an. Tanzt die Madeln an, die mindestens 40 Jahre jünger sind als er. Die haben sich dann alle schön verpisst, ziemlich schnell. Und dann ist er allein umgestanden die ganze Zeit. Und ich will nicht wissen, es ist, also, keine Ahnung, kennst du das, wenn du die irgendwie komisch bewegst und es dir die Luft automatisch aus deiner Lunge rausdrückt? Und ich glaube, der Typ, der war Safe-Raucher und ich glaube, der ist die ganze Zeit so da gestanden. Ich kann mir das richtig vorstellen und das war so unangenehm. Das glaube ich. Und dann hat der Jakob irgendwelche Madel noch gespottet, wo er dann hingegangen ist und mit denen irgendwie zum Ratschen, sind wir halt bei denen gestanden und dann ist da auf einmal noch so ein NPC gespawnt. Aber diesmal in weiblich. Gott, ich bin so froh, dass ich nicht dabei war, ich schwör's dir. Diesmal in weiblich. Die war auch mindestens Ü50 und hat halt nur einen Haum gehabt, ihren Winterjanker und Ding und hat halt so aus diesen, kennst du diese Knicklichter, hat halt so Ohrenringe gehabt quasi daraus und ist die ganze Zeit durch unsere Gruppen vorbeigelaufen. Dann hat sie sich einmal gegenüber von mir hingestellt und haben mich so tanzt. Aber so unangenehm. So Silvester unangenehm Augenkontakt. Ich verstehe, ja. Und dann haben wir die ganze Zeit so angetanzt, haben wir die ganze Zeit angeschaut. Und ich drehe mich halt weg die ganze Zeit. Das war, keine Ahnung, so 50 Stunden da. Und ich drehe mich halt um und versuche da zum Kommen. Auf einmal läuft die mir hinterher und stellt sie wieder vor mir hin. Und so, Alter, bitte verpiss dich, wirklich. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Was willst du von mir? Gott im Himmel. Und es war so brutal. Und dann sind Putzlichter angegangen und ja, dann haben wir halt gar nicht mehr gecheckt, warum wir jetzt eigentlich so lange da sind. Dann war es auf einmal 5:30. Ich habe währenddessen mit Los Brothers übrigens den Film angeschaut, Du hast gelaufen. wo ich dann eingepennt bin. zu. Hallo? Ich war doch gerade dabei, lass mich ausreden, du Wichser. Ja? Du hattest deinen Redestein jetzt habe ich meinen. Ich bin ja noch nicht fertig. Ist mir doch wurscht, du hast gerade getrunken, also habe ich den Redestein hier gerade entwendet, Ist du in der Wichser. Zwischenzeit passiert, deswegen darfst du ja. Dann beschwer dich nicht. Nutze. Kevin? Ja. Wir satteln jetzt mal unsere Pferde. Du Radlertrinker. Ja, Thomas, erzähl mal weiter. Was ist dann Kurz passiert? als Kontext, hier, als wir gegangen sind, habe ich den Kevin nur anscheinend zutiefst beleidigt in meinem besoffenen Ich. Ja. Und habe anscheinend einen Kopf geworfen, dass er Radlertrinker ist. Und da muss ich mir im Nachhinein Nicht wirklich... nur, dass ich Radlertrinker bin, Ja, er ja, hat mich aber aufs das war Tiefste die beleidigt, Hauptbeleidigung. aber dass ich nicht mitgeht. zum Ich habe Glück. ihm anscheinend gesagt, dass er Radlertrinker ist. Ja. Und da muss ich mir jetzt wirklich von ganzem Herzen auch entschuldigen, weil der Kevin, der sauft wirklich.
Vom ganzen Herzen, es tut Danke. mir leid, du saufst Ja. wirklich gut. Ich nehme es trotzdem an, weil das ist eine bodenlose Beleidigung. Du Wichser. Das sind meine Finger, du Arschloch. Ja. Na, ja, verzeih, Ich- vielleicht verzeihst Wie war du. der Film? Aber ich werde es nie vergessen, Okay. Thomas. Ja, ist okay. Ja. Gut. Danke, Haben wir herzlich. es auch geklärt. Du elendiger Hurensohn. Ja. Ja. Was aber, du hast den Film mit Lost Boys ausgeschaut. Genau. Ja, Ich bin dann da bist- eingenippelt. Irgendwann Punkt. einmal. Das war dein großer, deswegen Ich willst habe du halt den währenddessen Erzählstein. gesoffen. Ja. Das war der große Erzählstein. Ja. Danke. Auf jeden Fall, die Lichter sind umgegangen. Ja. Wir haben uns gefragt, was machen wir jetzt eigentlich noch hier? Haben wir dann langsam ein bisschen zusammenbackelt. Ich habe währenddessen noch, ich habe auf der Tanzfläche irgendwo an Kevin sein Vape verloren. Kannst du mal kurz jetzt sagen, das übernehmen? Also, ich habe diese Vape verloren tatsächlich und da ist überall so silbernes Konfetti geflaggt und ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gecheckt, wo das ist. Dann ist das Putzlicht umgegangen und habe gesagt, okay, jetzt schaue ich nur mal, vielleicht hat es ja keiner geklaut oder sowas, so, Ja. vielleicht finde ich sie noch. Okay, dahinter, man sieht diese Vape perfekt aufrecht stehen. Wie jetzt das mich anschauen und sagen, nimm mich mit und bring mich zu meinem Besitzer. Nico, ganz kurz für den Schnitt. Nimm genau diese Szene, ohne dass das Wort Vape drin vorkommt. Dann kommt es sehr zweideutig rüber. Ich finde das super. Danke. Schön, danke. Dann stand das Ding da aufrecht da und hat gesagt, nimm mich. Nimm mich zu meinem Besitzer. Ja, habe ich es gefunden, war geil. Dann habe ich nur zufällig meinen Schlüssel verloren. Den habe ich auch wieder gefunden. Schön. Ja. Wie du trinkst Bier ohne mir. Ach, ich trinke auch Bier. Ich trinke auch Bier. Warte, kurz Bier with me, das ist kurz Ja, wichtig. das ist tatsächlich wichtig. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann raus, dann haben wir noch kurz mit den zwei Madeln geratscht. Und dann, klar, ich weiß nicht, ob es ich war oder ob es der Jakob war, aber einer von uns hat auf jeden Fall hat die gefragt, so, ja, woher kennt ihr eigentlich Ja. euch? Und die dann so, Das sind die zwei Mädels. Ja, die zwei Mädels, ja. Ja. Und mein Handy vibriert die ganze Zeit, ihr nervt's mir. Und die zwei dann so, ja, wir haben uns vor 2 Wochen in der Psychiatrie kennengelernt, wir haben beide Borderline. Okay, schön. Und das war das dann auch. Also zumindest ist das letzte, woran ich mich erinnern kann, weil dann sind wir ins Auto gegangen und dann sind die anderen aber nicht nachgekommen und ich wollte nur mal auf zum Pissen und dann geht der Bodyguard mir an und sagt, du kannst jetzt doch nicht mehr rein. Ich so, ich muss bloß kurz pieseln. Ja, du darfst nicht mehr rein. Ich sage, okay, gut, passt, dann piss ich da halt an einen Kahn. Halt so auf lustig. Dann sagt er, was machst du? Sag ich, sagt er, so ein Auto. Du brauchst dich nicht erwischen lassen, gell? Dann sage ich, ja, du machst auch bloß deinen Job und ich bin froh, dass du da bist und Ding und ich wünsche dir einen schönen Abend. Jetzt schau, dass die schleichst, sagt er. Also, okay, ich hab's beim ersten Mal schon verstanden. Thomas? Lass mich halt. Trink mal schneller, du Wichser. Ich Ja, verdurst hier ich habe schon. halt viel Redeanteil. Beim Hauptthema trinke ich dann wieder mehr. Ja. Weniger, mehr, doch mehr. Ach Gott. Fuck, ja. Ja. Dann erzähl mal weiter. Was ist denn dann passiert, wo ihr dann zu Hause wart? Wir sind dann zurück gefahren und die waren gerade schon fertig mit dem Film schon anscheinend. Ja. Und wir kommen da rein. Dann stehen die ganzen Leute draußen auf dem Gang. Auf einmal kommt mir der halbnackte Cats Music und der nackte goldene Snoozer entgegen und schreien: Jetzt geht's richtig los, Digga, jetzt geht's richtig los. Und die beiden, die haben mich so, wir sind die Treppen fast runtergefallen und sind halt nicht so das Brutales in die Wohnung, nein. Okay, warte. Mit einem, also mit wirklich, die haben sie richtig die Rüstung verbeult. Und dann steht der Tobi noch da und der war halt auch schon ein bisschen angeschossen und ich glaube, ich weiß noch, dass ich bin zu ihm hier und gesagt, Tobi, bist du stolz auf mich? Und er so, warum seid ihr stolz auf diese? Ja, weil ich jetzt nur fort war und jetzt um halb 6 Jahren gekommen bin. Und er so, ja, Thomas, ich bin stolz auf dich. Das hat mir richtig viel bedeutet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, und dann sind wir rauf in die Wohnung. Ja. Was? Wie geht das? Du kannst dir eigene Nachrichten schicken. Warte, ich habe eine Drinking Message vom Tobi gerade gekriegt, dreckige Säufer. Schön. Auf jeden Fall, wir sind dann auf und in die Wohnung und dann ist der Kevin so friedlich in sein Bett geflaggt. Ja. Ganz angenehm. Weißt, ich habe nur Das keine hat 2, 3 halbe oder sowas gesoffen da. Ich während dem beschreibe Film. mal kurz, wie seine Freundin beschreibt, er schaut so süß aus beim Schlafen. Und was machen wir mit Leuten, die süß ausschauen beim Schlafen? Wir nehmen 3 Typen, schmeißen uns auf einen Lauf und machen eine Fick-Unterstützung. Ja.
So, es waren dann am Ende des Darf ich kurz erzählen? Ja, ja, klar. Warum du hast geklopfen? Merkst selber, oder? Ich hab geschlafen. Ich hab davon nichts mitbekommen. Rein gar nichts. Ich bin nicht mehr aufgestanden, aufgewacht, was auch immer. Ich hab nichts gesagt, ich bin einfach nur gepennt. Ja. Und ich war gepennt. Ja, Ich ist war nicht Knockout, aufgewacht. ich war klinisch tot eigentlich. Ja, dann hab ich mich mit dem Kili, glaube ich, auf die draufgeschmissen und eine Fickunterstützung gemacht zu zweit. Schön. Und dann ist der Georg aus dem Bord gekommen, in der Unterhosen. Und dann sagt sie, du machst jetzt auch noch eine Fickunterstützung. Komm, schmeiß die auf den Kevin drauf. Und dann habe ich gesagt, ist das nicht ein bisschen schwul, wenn ich das allein mache? Ich so, nein, wir haben es auch schon gemacht. Dann schmeißt er sich auf die drauf in der Unterhosen. Und macht, ich finde scheiße, dass ich nicht gefilmt habe, ich mein Handy nicht gefunden. Zum Glück hatte ich eine Decke drüber, Mensch. Und fickt die. Und ich bin dann noch dieses Zimmer durchgesteuert, habe noch das Fenster aufgemacht, bin rumgeflogen und Ding. Und dann, ich bin glaube ich 2-3 Minuten, bin ich einfach nur vor deinem, am Fuße von deinem Bett gestanden. Auch schon entblößt. Und bin da gestanden, in meinem Vollrausch. Oh, Kevin. Magst du das nicht noch antrinken? Kevin, wir haben noch Bier da. Und aber ich wollte nicht, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, so, ich wollte jetzt nicht schütteln, 2 Minuten nachdem ich auf die draufgeflackt bin, weil ich Unterstützung gemacht habe, aber da wollte ich die irgendwie nicht wachrütteln. Ich glaube, du hättest mich auch nicht wach bekommen, Nein, Alter. auf jeden Fall nicht, aber aber stell dir mal vor, das war wie eine Psychose gewesen. Du Stell dir hättest vor, du warst im Bett. in mein Ohr flüstern müssen. Ja. Kevin, es gibt kaltes, perfektes Bier, Hätte nichts gebraucht. 100% nicht. wenn es um Bier geht. Es war Spaten. Oh, fuck. Ja. Aber stell dir mal vor, du warst in diesem Moment aufgewacht, wo ich wirklich in dem dunklen Raum gestanden bin, Oh Gott. nackt, und da stehen sie, Kevin. Das war da der Fiebertraum gewesen. Gott, ey. Ja, und jetzt noch die Ja. Kurzfassung, dafür sind wir aufgestanden, haben irgendwie die Bude noch gekriegt, der Kevin und ich haben noch ein paar Abtempo-Songs aufgelegt, damit wir die anderen aufwecken. Hat nicht funktioniert. Also Wecker mit Abtempo und Schieß mich tot. Ja. Und dann sind wir schon diesen Raum gefahren. Ja, bei der Heimfahrt, da muss ich tatsächlich was loswerden. Wir sind Ja, aber direkt davor ist Ja, noch. bitte. Bevor du kommst, davor ist der Georg aufgestanden, falls du den hast. Ja. Und er hat sich beschwert. Er hat sich richtig beschwert, ich gehe nie wieder saufen und Ding. Ja. Und halt so das Typische, was Leute sagen, die halt keinen Alkohol vertragen. Und steht auf und sagt, ich glaube, ich muss kotzen. Keine 10 Sekunden später hört man es aus dem Scheißhaus raus. Er hat alles gegeben. Er hat wirklich Er hat alles wirklich gegeben. alles gegeben. Der hat sich so seine Leber ausgekotzt. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir sind dann direkt, wo wir losgefahren sind, zum Burger King gefahren. Haben uns dann noch was zum Snacken geholt, weil alle hatten irgendwie Hunger, ist ja klar, wenn wir so um 12 Uhr losfahren oder 1. Ja, der Georg ist im Auto geblieben, weil er gesagt hat, na, ich habe keinen Hunger. Verstehe ja irgendwie. Wenn man gereiht hat und alles mögliche und es nicht so gut benannt ist, wegen dem Alkohol. Und dann kommt der auf einmal von dem Auto da raus, stolziert, geht zu unserem Tisch und sagt so, Jungs, jetzt haben wir es geschafft. Ich gehe jetzt im Burger King kotzen. Ist auf die Toilette gegangen, hat er sich einen abgereiert, geht zu uns an den Tisch. Wir haben ihm die Burger King Krone aufgehockt und haben gesagt, jetzt bist der King der Kotze, Alter. Jetzt hast du es geschafft. Hast deine eigene Krone bekommen, dass du da den Burger King gereiert hast. Solange er im Flugzeug Ja. war, das alles gut. Dann hat er sich tatsächlich, ich glaube, 2 Pommes geschnappt. 2, nicht 3, 2. Gell, wichtig. Sagt er, boah, ich habe noch nie so ranzlige Pommes gegessen. Ich glaube, ich muss wieder reiern. Wieder auf die Toilette, hat dann nochmal alles einmal rausgelassen. Haben uns dazu entschieden, wieder zu fahren. Loszufahren, weiterfahren, was auch immer. Sind wir weitergefahren. Dann, ich glaube wirklich ungelogen, 20 Minuten, eine halbe Stunde später, boah Jungs, die nächste Raststätte wäre Ratschi. Wenn wir da mal rausfahren könnten. Haben wir Unterbrechung gemacht, hat er gereiert. Sind wir wieder weitergefahren. Wieder eine Stunde später oder sowas, da ging es wieder einigermaßen, hat er gesagt, boah, Jungs, ich muss schon wieder zum Speim. Oh Gott. Sind wir wieder angehalten. Ja. Das ist aber nicht das letzte Mal gewesen. Da sind wir nochmal, ich glaube, da waren wir kurz vor Holzkirchen war das. Nicht, da waren wir wirklich nicht mehr weit weg. Sind wir vielleicht nur, ich sag mal, eine halbe Stunde, 40 Minuten gefahren. Und dann sagt er, boah, ich glaube, ich muss schon wieder speimen.
Und mir irgendwas zum Trinken holen. Sind wir zu einer Tanke gefahren, an der Raststätte halt. Ich habe mir Red Bull gegönnt, weil ich war sehr müde, tatsächlich. Nein. Der Georg hat sich ein Wasser gekauft. Ich glaube, der Rest auch. Ich war kurz davor, dass ich mir ein Bier hole. Weil, weißt du warum? Die hatten Hofbräu in dem Kühlschrank als Das einzig. Vollbier oder das normale? Das Vollbier. Gekühlt. In einem extra Schrank. Und das war so einladend, wo ich mir dachte, leckt mich am Arsch. Also Und dann habe ich die Preise gesehen. Schön, wenn es 4,50. Was? Wo ich mir dachte, Alter, Ja. für das 0,33. Was? Okay. Aber war es so kalt, dass wenn es das Ja. rausgenommen hättest, die Tropfen Ja. runter? Oh mein Gott. Das ist so leicht Da beschlägt. muss ich tatsächlich sagen, hätte ich fast die 4,50 ausgegeben. Einfach nur für das Ja. Feeling. Na, Aber das war halt 2 Schluck und das Ja. Ding war weg. genau. Auf jeden Fall sind wir danach wieder weitergefahren. Das kenne ich noch gar nicht, das ist voll geil. Ja, War schon wilde Fahrt. ja. Wir sind dann auch noch wieder Musikvideo drehen gefahren. Sind wir nach Erding Schön. und sind auf dem Dracke hinten drauf gestanden und durch die Feldwege durchballert. Das war geil. War echt. Also, keine Ahnung, Frischluft, das hat richtig gut da. Aber dann habe ich richtigen Kohldampf gehabt. Und weißt du, was dann passiert ist? Was für eine Frechheit dann passiert ist? Na, Der Hirse hat für uns grillt. Das findest du also frech. das ist schon ein Also, bisschen frech. also was das hinausnimmt. Echt so. Na, wirklich, das war mega Was geil. Der hat er gegrillt? Würstel oder? Schweinenacken. Oh. Kaskreiner wird es wahrscheinlich, oder Kaswürst einfach. Ja. Und Wammerl, Geil. extrem gut Wammerl, wirklich, also ohne Scheiß, richtig geil. Und diese Salate, die haben den Chrissy Öwe macht, diesen Tortellini-Salat. Und den Ha? von ihrer mag ich nicht. Oder den Nudelsalat halt einfach. Ja. Den von ihrer mag ich nicht. Ich finde den Strucker. Und den ich da gegessen habe. Da bin ich da geguckt und ich bin von allen guten Geistern abgefallen, weil ich mir da. Wow. Von Salat, warte mal Für den kurz. Salat. Ja, man merkt schon. Man merkt, dass du seit einem halben Jahr nicht mehr im Gym warst. Auf jeden Fall, der Salat war geil, das Fleisch war geil. Und danach ist nur der Man kleine merkt Sohn. deine Alkoholpause, du Wichser. Warum? Ich hab nicht gekotzt. Du Ich bist bin aber nicht trotzdem schwul Ich geworden. bin nicht um 1:30 ins Bett gegangen. Warst Ja. du die ganze Woche krank oder war ich krank? Ja, ich werde die Woche gegangen sein, sag ich dir so, wie es ist. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, dann Willst machen wir selber. dann nicht aus. Ja. Arschloch. Selber Auf Wichser. jeden Fall, danach ist dann nur der kleine Sohn gekommen und hat uns ein Eis angeboten. Achso, ich dachte, du sollst dafür unterschreiben. Was? Was? Bitte, Kevin, lass mich jetzt doch mal nicht ausreden. verstanden. Das ist ja kein geisterkrank. Das hast du jetzt, glaube ich, nicht so überrissen. Na, überhaupt nicht. Wegen der Story von vorhin, kleine Kinder unterschreiben, auf und klein unterschreiben, was auch immer. Na, Neugeborene, was auch ich immer. hab Neugeborene gesagt, das Ja. war ein kleines Kind. Entschuldigung. Jetzt da trotzdem unterschreiben können. Na, Auf hab der ich nicht. Stirn oder Der hat so. mir Eis gebracht. Und ich war sehr, sehr glücklich über das Eis. Und dann Das sind glaub wir ich. endlich heimgefahren und halbe 10. Nachdem wir am Freitag um 1 losgefahren sind, war ich um halbe 10 auf die Nacht am Sonntag daheim. Und das war Schön. geil, das war richtig schön. Und ich muss jetzt auch tatsächlich einmal kurz sagen, Wir wir müssen sind was schon skippen. gut dabei. Ja. Heute, ausnahmsweise, werden wir das Hauptthema skippen. Weil wir haben jetzt so viel über unser Wochenende gelabert. Ja. Wir sind Das jetzt bei war einer geil. Dreiviertelstunde. Ja. Von dem her werden wir das Hauptthema halt skippen. Aber wir kommen trotzdem noch schnell zu Kevins Moment. Fuck ja. Und zwar an Kevin sein Moment war das Mal, dass er einen Lattenrost zusammengehauen hat. Ja, mei, was soll ich sagen? So fett bin ich jetzt auch nicht, dass ich es zusammenhand kenne. Trotzdem zusammengehauen. Und jetzt? Fehler passieren. Manchmal haust den halt zusammen. Aber Vielleicht wenn's war die nichts draus Masse an machst. Bier in meinem Bauch einfach zu viel. Na, vielleicht liegt es einfach daran, dass du oben gestanden bist mit dem Handy, versucht hast zum Filmen und mit deinen Haxen auf einem Punkt gestanden bist und dann hat es einen zusammengelassen. Na, Gut. Schön. Kevin, ja, ich habe 2 Fragen nur für Bitte. dich, wie immer. ja. Was wäre, wenn du ab sofort jedes Mal, wenn du einen Raum betrittst, einen persönlichen Entrance-Song hast, den jeder hört, du aber niemals aussuchen darfst, welcher Song das ist? Und das könnte Helene Fischer sein. Boah, ich glaube, das wäre schon episch genug. Also jedes Mal, egal wo ich reingehe, irgendwelche Tür oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ich vom Scheiß aus zurückkehre,
Also es gibt eine Spanne. Es gibt eine Spanne, Ja. sage ich jetzt mal so von. Es gibt eine Spanne von Kevin tritt in den Raum, atemlos durch die Nacht. Dann Abtempo. geht es nur weiter zu Abtempo, voll einfach nur passend zu Kevin. Ja. Dann episch, Ja. wie die Sau, keine Ahnung, irgendwie Hans Zimmer oder so ein Scheiß. Läuft dann, Kevin betritt das Zimmer und alle denken sich, wow, ist das ein geiler Typ. Und es gibt das letzte noch, was keiner kennt, und zwar Illegals in my yard. Ich würde es sofort Illegals in machen. my yard. Also ganz Echt? ehrlich, mit dem Freundeskreis, Humor und alles Mögliche und da auch in der Arbeit, ich finde es tatsächlich, ich finde es episch genug, dass egal was läuft, wenn jedes Mal, wenn du durch eine Tür gehst, Musik läuft, egal was es ist, ich finde es geil. Aber ich das Ding machen. ist, ich kann nicht aus der Frage rauslesen, ob das heißt, dass jedes Mal, wenn du den Raum erneut betrittst, der andere Song läuft, oder ob das jedes Mal derselbe Song ist und der bloß einmal random bestimmt wird. Okay, wenn es jedes Mal ein anderer ist, dann ist der Ich Antwort würd's wahr. sofort machen. Aber wenn jedes Mal, also quasi immer der gleiche Song laufen darf, Das heißt, wenn ich jetzt das erste Mal durch eine Tür gehe und jetzt der Song ist der rein Rest des theoretisch Lebens, wenn Helene du Fischer durchgehst. laufen würde, Ja. ich würde mich umbringen, bin ich ehrlich. Aber Sehr gute Antwort. aber ich sag mal, wenn es irgendwie, sei es Illegals in my yard oder Abtempo, auch wenn es wahrscheinlich irgendwann mal auf den Sack gehen wird, Imagine, aber ich würde es Kevin- viel zu witzig finden, wenn Kevin das jedes macht Mal das passieren jetzt. wird. Wenn es Kevin ein macht epischer das Song jetzt. ist, umso besser. Ja. Kevin macht das jetzt und es läuft wirklich Helene Fischer und nach dem zweiten Mal bringt er sie wirklich um, wenn er nicht mehr durch Ja. Türen geht. Ja, Bist du bereit für das Dilemma? bitte. Du bekommst die Chance, ja. Du bekommst die Chance, mit Tom Joe einen Welthit zu landen und im Madison Square Garden zu spielen. Schön. Der Haken, niemand darf wissen, dass der Song von euch ist. Und ihr müsst bei jedem Auftritt Ganzkörpermasken von flauschigen Alpakas tragen. Deal oder Also- no Deal? Wie nicht von uns ist. Es darf keiner wissen, dass wir den Song gemacht haben. Aber wenn wir da auftreten, dann wissen es ja. Na, wir haben ja flauschige Alpaka-Masken. Oh. Ach so. Okay, ich verstehe. Also Ich würde es tun. Ganzkörpermasken. Ganz ehrlich, ich würde es tun. Ja, okay. Weil wir hätten unser normales Tom Joe-Ding wieder Ja. und hätten einen Hauptjob. Aber durch eine Maske kannst du Bier saufen. Du, da wird es schon irgendwas geben, wo Okay. du in der Maske Bier Schlauch. trinken. Ja, ich sag mal, Formel-1-Fahrer haben ja Helm und trinken, Ja, weißt du. stimmt, Geht ja. schon irgendwie. Touché. Ja. Na, auf jeden Fall. Wir sagen jetzt schon mal vielen Dank Danke, fürs danke. Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, Was wo es das gerne macht. macht's. Kevin und ich trinken noch kurz unser Bier aus. Ja. Wir freuen uns nächste Woche, beziehungsweise diese Woche eigentlich für uns. Freuen wir uns am Samstag auf ein Dinner bei der Armburn. Die hat am Samstag, die hat am Samstag gesagt, sie kocht und lädt da ein. Da freue ich mich drauf, weil Annabelle Oh ja. eigentlich ganz gut kochen. Eigentlich. Ja. Also ich weiß, dass sie unfassbar gut backen kann. Ja. Kochen aber jetzt noch nicht so viel geschmeckt. Aber bisher alles, was ich von ihr gekriegt habe, war geil. Spinnst du? Was denn? Sie hat mir einmal hat mal ein Frühstück gemacht und das war Du das war frisst echt gleich aus dem Hundenapfel, ich sag's dir. okay. Ja. Schön. Genau, darauf freuen wir uns. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr irgendwas von Ja. uns wollt. Keine Ahnung, vielleicht saufen wir nächstes Mal wieder Mass. Vielleicht zocken wir das nächste Mal noch da. Ja. Obwohl das Ihr eher könnt euch das weniger. alles wünschen. Obwohl, man sieht ja nichts. Ja. Vielleicht stehe ich mal das nächste Mal eigentlich bei der Nippelpiercing. Vielleicht stechen wir das nächste Mal uns bei der Nippelpiercing. Warum sagst du es laut, du Wichser? Ich Genau, weigere mich auf schon jeden- fast seit einem Jahr. Über einem Jahr. Was heißt weigern? Es ist irgendwie in Vergessenheit Hast du mal geraten. gekriegt sogar? Ich habe einen zu meinem 22. Geburtstag bekommen, ja, in einem Briefkuvert. Es wird Zeit. Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Mit Schmetterlingen, oder? Mit Schmetterlingen war der, ja. Habe ich immer noch zu Hause bei mir rumliegen. Auf Tatsächlich. jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet Ja, habt. danke. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Unterm Stammtisch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. geschafft. Einen guten Rausch. Und ja, bis Mittwoch nächste Woche um 15 Uhr. Servus. Arbeit,